Hat der Mythos Bayern hier seine Wurzeln? Wo Wald und Gebirge kein Traum sind, sondern ganz real das königliche Schloss umgeben? Am Fuß des Ammergebirges hat Max II., der Vater des Märchenkönigs Ludwig, das alte Hohenschwangau entdeckt und neu gebaut. Und damit beginnt die Geschichte, die kaum einer so gut kennt wie der Füßner Architekt Magnus Peresson. Wie das Schloss fertig war, 1837, war er nur Junggeselle, der begehrteste Junggeselle, adelige Junggeselle Europas. Und die Marie hat er erst 1842 geheiratet. Und die Marie als preußische Prinzessin hat sich in die Berge verliebt. Also die war ganz weg, hat sie mal gesagt, wie sie zum ersten Mal im Schlosshof war sie sprachlos. Und dann sagte er, ob irgendwas nicht in Ordnung wäre. Und dann muss sie mit Berliner Akzent gesagt haben, also von den Bergen bin ich ganz weg. Sie hat dann alle Gipfel, die man von Hohenschwangau aus sehen kann, hat sie bestiegen, später dann auch mit ihren Söhnen. Also, ja, obwohl sie ihre Kinder nicht gestillt hat, sage ich immer, der Ludwig II. Hat die Liebe zur Natur mit der Muttermilch aufgenommen. Also das kommt natürlich von der Mutter her. Und der Max wollte die Maria freuen und hat für sie ein Schweizer Haus bauen lassen, also die Bleckenau. Sie liegt eine gute Gehstunde vom Touristenrummel der Königsschlösser entfernt und wird seit einem Jahrhundert von der Familie Schweiger bewirtschaftet. Das ist schon ein besonderes Platz, da brauchen wir nicht drüber reden. Hat nicht jeder. Ich bin froh, dass ich da bin. Ich bin ja hier aufgewachsen, quasi mehr oder weniger geboren in Füssen im Krankenhaus, aber 2, 3 Tage später haben sie mich natürlich schon rauf verfrachtet. Seitdem bin ich halt da. Das war natürlich früher fast noch Almwirtschaft, kann man sagen. Also da war das Viech hier oben. Und im Winter hat man das auch als Futterstadel genutzt, da wo jetzt quasi die Gaststube ist. So wirkt das Holzhaus gar nicht besonders königlich. Auf diesem Talboden, 1200 Meter hoch an der Pöllert, die 400 Meter tiefer wild um Neuschwanstein rauscht. Ein beliebtes Ausflugsziel. Ja, zum ersten Mal. Beziehungsweise verdammt lang her, ja. Ja, das letzte Mal in jetzt, Kindheitstagen, genau. Ja. Und schaut es euch an? Schaut mega gut aus. Also ich bin jetzt gespannt, wenn ich jetzt dann nach oben komme auf die Hütte, mir dann die Sonne ins Gesicht scheint, wie es dann ist. Genau. Ja. So die königliche Atmosphäre hier, spürt man die? Auf jeden Fall schon alleine natürlich, denke ich, auch durch die Touristen, oder? Definitiv. Ja. Die Atmosphäre spürt man in dem Sinn, dass halt viel Trubel ist, viel Tourismus. Ich meine, wir haben das ja früher schon, wir kommen in der Nähe von Ulm, kommen wir her. Ja, da waren wir schon öfters früher auf die Schlösser. Und jetzt muss ich halt sagen, ist Riesentourismus. Also. Dabei war dieser Platz auf der Rückseite des Säulings der Geburtsort eines bayerischen Lebensgefühls. In der Gaststube, die innen völlig verändert ist, zeugen ein paar Bilder davon. Und in König Ludwigs Pferdegalerie ist das Schweizer Haus der Bleckenau noch im Originalzustand abgebildet. Kennen die Leute, die herkommen, die Geschichte? Nein, eher nicht. Also kaum. Vielleicht die in Schwangau wohnen. Das steht natürlich schon in so einer Info oder so drin, dass es ein königliches Jagdhaus war. Aber sonst, die ganzen Touristen, die kommen, das bezweifle ich. Wir haben in der Speisekarte so einen kurzen Satz drin, wo es beschreibt, aber ansonsten glaube ich nicht. Die meisten kennen sie ja nicht. Hier lässt sich der Geburtsort des bayerischen Naturmythos ganz greifbar erfahren. Die naturbegeisterte Preußenprinzessin Marie kletterte damals mit ihren beiden Buben Otto und Ludwig auch auf den Säuling. Im schwarzen Rock mit Dienerschaft. Und das zu einer Zeit, als Frauen kaum auf Berge stiegen. Und dabei gab sie Ludwig ihre Begeisterung für die Natur mit, deren wunderbares Aufblühen jedes Jahr wieder so besonders erlebt werden kann. Jetzt blüht auch die Blecke, die Pestwurz, die dem Talboden den Namen gegeben hat.
Und am Ausgang des Tals hat Ludwig schließlich sein berühmtestes Bauwerk errichten lassen. Also er schreibt an seine Vertrauten. Dazu gehört vor allem der Wagner, dann gehört die Cosima dazu und dann gehört auch diese Schauspielerin dann Hausmann dazu, denen er gesteht einfach, dass er also in der Luft der Großstadt verkümmern müsse wie die Alpenrose. Also schreibt er einfach. Und er hasst München, also es kommt immer wieder raus und er zögert, er hätte als amtierender Monarch hätte er ja Residenzpflicht gehabt. Er hätte eigentlich in München sein müssen und hat das einfach ignoriert. Er war also von Ostern weg bis November war er in Hohenschwangau. In der Zeit der Industrialisierung wird der Ort zum mythischen Gegenpol, sagt Magnus Peresson. Er hat die Natur geliebt, hat die Natur geschützt und da gibt es ja diesen unglaublich visionären Ausspruch von ihm, das ist am Fernpass geschehen, wo er einfach darauf hinweist, dass eine Zeit kommen wird, wo sich die Leute nach einem Fleck Erde sehnen, die noch unberührt ist. So wird Ludwig zitiert, als er sich gegen den Bau einer Eisenbahn über den Fernpass wendet. Die Menschen werden sich nach einem Flecken Erde flüchten, wo Technik, Habgier und Hetze noch eine friedliche Stätte weit vom Lärm und Gewühl der Städte übrig gelassen hat. König Ludwig, wenn man so will, war der erste Grüne Bayerns und wurde damit selbst zum Mythos. Aber am Anfang war es doch eine Preußin, die erst dem Königskind Ludwig und dann den Bayern die grüne Seele gegeben hat.